Herzlich willkommen beim Podcast Lauch und Locker. Der Podcast, in dem durch spezielle Formulierungen und schlechte Fragen grossartige Unterhaltungen und viel Verwirrung entstehen. Steckt euch mit Ohrenschmalz verschmierten Kopfhörer in eure tauben Ohren, legt euch auf euer seit 3 Wochen nicht frisch gemachtes Bett und klatscht laut in die Hände. Denn da sind wir, die unlustigen Lustigen, die Google-Nutzer und möchtegern Fameboys. Das sind wir, die Hosts von Lauch und Locker, der Joshua Bricker und der Raoul Marin Arnett. Und damit, Leute, herzlich willkommen zu der, was sagen wir, 7. Folge, gell? Ja, 7. Folge. Boah, sind wir wild drauf, Alter, wild sind wir drauf. Die 7. Folge Lauch und Locker. Und wieder unter sehr speziellen, ich sag mal, Bedingungen, Umfeld. Bedingungen, danke, das Wort habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Und zwar sitze ich da im Wallis, im Schlafzimmer von meinen Eltern. Schön am Ferien geniessen bist. Ja, schön am Ferien. Noch so lange Skifahren, solange man noch kann. Und der Raul ist, ich glaube, bei dir daheim, oder? Ja, schön in Quarantäne. Oh, geil. Ja, mega im Fall. Wolltest du vielleicht den Leuten erzählen, wieso? Ja, also, mein liebes Schwesterherz ist positiv getestet worden. Dein liebes Schwesterherz. Ja, jetzt nicht mehr so. Also ich meine, das Ding ist, meine Mutter hat auch Symptome, also sie ist auch in Quarantäne. Aber mein Vater und ich haben keine. Und wir sind uns jetzt heute alle noch gut testen. Also außer meine Schwester, logischerweise. Das würde ja auch nicht viel Sinn ergeben. Nein, das ist ja schon klar. Und es schießt mich so an, weil das ist das 3. Mal jetzt schon, ich mich testen musste. Das ist mega traurig. Jetzt weißt du schon langsam auswendig, wie das ist. Nein, also wirklich, es ist traurig, das ganze Nasenzeugs vor allem. Ich habe es gesehen. Ich muss es nicht nochmal haben. Das ist einfach eins zu viel. Und bei dir so? Aber, ja, ich wollte jetzt gerade fragen, wie es dir aber so geht. Aber eigentlich, das klingt jetzt gerade so, als würde es dir eigentlich gut gehen. Ich stresse einfach das urige Testen, oder? Ja, wir müssen einfach halt das ganze Haus jetzt durchgehen und desinfizieren. Also, so die Frauen, sage ich jetzt mal, sind einfach eher in den Zimmern, weil sie Symptome haben. Mein Vater und ich sind schon überall. Ach so. Okay. Also aber nur deine Schwester ist positiv, oder? Ja, aber meine Mutter hat auch Symptome und in so 1-2 Tagen sollten wir das Resultat haben von unseren Tests. Okay, ja, dann sind wir aber sehr, sehr vorbildlich unterwegs. Muss man euch lassen. Very much. Sehr, sehr vorbildlich. Mal schauen, wie viel es gebracht hat. Ja. Nein, eben, es ist eine spezielle Folge. Ich sitze hier im Wallis. Ich habe mein halbes Studio mitgenommen. Ich habe da mein Mischpultchen da, mein Laptop, ganz viele Kabel, mein Handy, ganz, ganz viele Sachen da vorne. Und nehme den Scheiß jetzt halt wirklich noch real. Ich habe mein Mikrofon mit und nehme den Scheiß jetzt da wirklich so auf. Raul nimmt es wieder mit dem Handy auf, das hat letztes Mal schon gut funktioniert. Yeah. Und Leute, bevor wir da jetzt richtig into it gehen, eigentlich noch schnell danke, Alter. Die letzte Folge Glümmel raus oder verhüten. Hey, wir sind wieder am Steigen mit Aufrufzahlen. Das ist sehr geil. Finde ich nice, Jungs. Ich glaub, der Titel hat viel dazu beigetragen, aber wir haben erst ganz am Ende darüber geredet, was glaube ich ein bisschen enttäuschend war. Ja. So, haha. Aber habe ich mir auch gedacht, wir müssen das für die Folge auch so einen richtig geilen Titel überlegen. So richtig, so, wo jeder Bock drauf hat. Lassen wir raus und für heute haben wir jetzt noch etwas überlegen. Und am besten auch erst dann wieder am Schluss darüber reden. Es läuft irgendwie so wieder. Nein. Ihr feiert Weihnachten, oder? Ja, nein. Wir hätten... Ja. Also wir hätten Weihnachten gefeiert, wir wären schnell vorbeigegangen bei den Grosseltern. Also natürlich alles mit Abstand, was ich doch nicht habe. Einfach schnell Heu sagen, Geschenke austauschen, falls es gegeben hätte. Aber jetzt sind wir 10 Tage in Quarantäne, oder zumindest meine Schwester. Und dann gehen wir halt nicht. Und ich finde es nicht so schlecht, weil dann können wir schön... Oder müssen wir kein Geschenk organisieren, sagen wir es so. Das Lustige ist halt, ich organisiere auch sonst kein Geschenk für meine Familie. Ja, das gut, ist wirklich traurig, Mann. Aber feiert ihr eigentlich daheim da Weihnachten oder oben in Grächen? Also geplant haben wir es eigentlich in Grächen, so wie jedes Jahr. Und auch Silvester. Okay. Weil eigentlich so die halbe Familie Bricker kommt eigentlich rauf nach Grächen dann zum Feiern.
Aber mal schauen, was Corona noch dazu sagt. Vielleicht gehen wir dann doch noch früh. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die Skigebiete zu sind und man dann mit Schnee laufen mit den huren Schneeschuhen oder wie sagt man, Skiwandern. Nein, fuck, wie heißt das mal? Verdammt, was bin ich gerade so los? Ich weiß es auch nicht, wie es heisst. Das ist halt Skitürle. noch nie gehört. Ja, das ist, weißt du, dort, wo du mit den Ski quasi rauflaufen. Also du hast dann so spezielle Ski, wo halt die Bindung so speziell hinten raus und dann hast du so Fälle unten dran. Und dann, Das sind die. ja, genau. Und dann laufst du rauf und nachher tust du oben die Fälle abziehen und dann fährst du mit denen runter. Ich finde, das Und hat wenn nie, das dann, wenn unsere hä? das hat noch nie so anmächtig getönt, finde ich. Irgendwie. Also, das Fahren, Nein, ja, aber aber das Laufen, Ja, nein, garantiert nicht. Das ist, nein, mache ich einfach nicht. Und wenn meine 2 Wochen dann aus Skitürchen und Schneeschuhen laufen bestehen, dann nein, ciao. Gut, ich finde, Langläufeln wäre voll okay. Das ist lustig, Ja, finde da ich. wäre ich jetzt auch noch dabei. Aber so, was laufe ich in den Berg rauf, um nachher runterfahren? Also, nein, sorry. Ja, das ist wirklich so. Das tue ich mir nicht an. Ja, aber immer noch, ganz ehrlich, immer noch lieber Skitour laufen als Schneeschuhe. Weil mit Schneeschuhen musst du rauflaufen und dann auch wieder runter. Aber bei den Skilaufen kannst du eigentlich noch runterfahren. So. Ja gut, das stimmt. Immerhin. Und haben ihr eigentlich schon noch so Wenigstens etwas. Traditionen für Weihnachten? Also so Tradition Essen für zum Weihnachten? Beispiel. Oh. Im Fall hart nicht im Fall. Also, wir haben mal an Weihnachten, aber das ist special gewesen, haben wir mal so wir haben mal so Herdäpfel genommen und haben die so in Alufolie eingewickelt und wir haben da oben in Gerät so ein offenes Chemie. Und dann haben wir die dort so ins Feuer gelegt. Das ist richtig geil, das ist etwas mega Spezielles. Aber Tradition an Weihnachten? Also, wir sind an Silvester, sage ich mal. Dort haben wir eigentlich so Tradition, was jetzt natürlich wegen Corona sowieso nicht ist, aber Tradition nicht offiziell, aber so eigentlich immer, jedes Jahr sind wir mit so unseren Cousins essen gegangen. Die haben uns immer eingeladen. Die haben immer ein richtig geiles Essen gemacht. Und sie sind, wie viele Personen sind sie? Sie sind, glaube ich, das 5. Wir sind 4, sind wir zu 9 am Tisch gesessen. Amix sind noch andere Brickes dazugekommen, sind wir noch zu 10. oder 11. am Tisch gesessen. Und es ist hure geil. Nachher sind wir dann in das Zimmer rauf und haben im Dunkeln so Versteckis gespielt. Das war übelst episch. Das ist aber hure geil, Alter. Das musst du echt mal machen. Das ist richtig geil. Und nachher sind wir dann zusammen auf den Dorfplatz und haben gefeiert. Aber Corona, ja. Ja, das Und ihr? ist, kannst du alles vergessen. Ja, wir Haben die so übelst geile Traditionen oder auch nur so? Traditionen kann ich. Also Silvester haben wir eigentlich immer zusammen gefeiert gehabt, bis auf jetzt die letzten 1-2 Jahre maybe. Also da haben meine Schwester und ich separat gefeiert. Also da sind wir mit Kollegen zum Beispiel da in Staufen hat so ein Silvesterfeuer, wo einfach die Tannenbäume verbrannt werden. Alle auf einem Haufen oben. Und die werden eben um Punkt 12 Uhr angezündet. Dann sind eigentlich alle da oben und du triffst auch so halt aus dem Dorf alle Kollegen und so, die du kennst aus der Primar zum Beispiel. Und es ist halt verdammt geil, die wieder mal zu sehen. Und ja, also auch noch, aber so Weihnachts zum Beispiel Essen, da haben wir amix noch Fondue Chinoise gegessen. Also mit den Grosseltern, aber das war es dann auch etwa gewesen. Ich finde es einfach ein bisschen lustig, weil andere Länder haben so voll die Traditionen, habe ich das Gefühl. Auch was Essen und so angeht. Und dann kommt die Schweiz und ist so, ja... Fondue. Nein, aber ich kenne auch ganz viele andere Familien, die so, also jetzt auch Schweizer, die so wirklich spezielle Traditionen haben, wo einfach immer an Weihnachten gibt es immer etwas und dann zu der und der Zeit wird ein Geschenk ausgepackt, dann wird das und das Lied gesungen und so. Das sind jetzt tendenziell, würde ich jetzt so ganz vorsichtig behaupten, eher religiöse Familien, die da so Traditionen führen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gehe ich jetzt davon aus, also vor allem das Lieder singen und so. Ja. Aber ich kenne auch, also wirklich, viele haben noch hure geil, machen noch treffen halt immer so, Großeltern ist oftmals so das Ding, dass immer Großeltern zu Weihnachten können und dann gibt es irgendwie, also wenn es in Großbritannien ist, was ist die Tradition? Was essen die dort immer für einen Braten? Ein Brot. Truthahn oder ist es Ente oder was ist das? Was essen die dort immer essen? Ich weiß, in Großbritannien bin mir gar nicht so sicher. Ich weiss nur, es gibt so den, wie heißt das, Figgy-Pudding. Irgendwie so etwas, so der ganz komische Pudding oder Kuchen oder was auch immer das ist, wo in so einem Tuch einwickelst und dann dämpfst, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sieht auf jeden Fall komisch aus und es soll nicht so geil sein. Nein, weiss ich nicht. Aber ja, also ich habe noch vor kurzem etwas herausgefunden, das habe ich sehr lustig gefunden. In Japan ist es fast schon Tradition, KFC zu essen. An Weihnachten.
Was hure komisch ist. Muss ich das jetzt kennen? Kentucky Fried Chicken. So die Fastfood-Kette da, wo einfach so Hühnli serviert. Ah. So die Okay. Amerikaner, also in der Schweiz gibt es glaube ich so Noch nie gehabt. 2, 3. Ja, also es ist ganz ehrlich, ich finde es nichts so Spezielles. Es ist halt einfach frittiertes Hühnli. Also Ja, es ist tönt fein, jetzt auch nicht aber- gerade so. Also ist geil in dem Fall. Ja, es ist schon fein, aber ich würde jetzt nicht extra an den Ort fahren, nur zum KFC gehen. Aber es ist komisch, Ja. dass in Japan das Tradition ist fast. Oder dass dann der Verkauf extrem aufgeht. Weil das ist so das letzte Land, wo mit so etwas verbinden würdest. Ja, irgendwie schon, ja. So lol, in dem Fall. Ja, lol. Tun ihr da so einen Weihnachtsbaum aufstellen oder so? Oh, das haben wir schon lange nicht gemacht. Wir haben. Doch, wait. Also, wir haben früher. Mein Vater hat so einen Holzbaum gebaut, der so Lättchen übereinander gestellt hat. Also, so in der Mitte hat er so. In jedem Holz. Also, jedes Holz ist so kürzer. Dann hat er in der Mitte so durch alles so ein Loch durchgebohrt, hat jetzt so eine Stange durch und dann hat er alle so draufgespitzt und dann kannst du die so wie auseinanderziehen, sodass du so wie so ein Kreuz hast, wenn du von oben drauf schaust. Und dann ist so ein Holztannenbaum und außerdem hat er dann so Furgen reingebohrt, dass man dort Kerzen rein tun kann. Das haben wir so früher immer gemacht. Aber jetzt die letzten 2 Weihnachten, wenn ich es richtig erinnern kann, sind wir dort wirklich einen richtigen Tannenbaum gekauft und haben den dann geschmückt noch so ein bisschen und so Elektrokätzchen drauf da. Nicht, dass das Gleiche passiert wie bei euch im Komiktheater, dass der ganze Tannenbaum brennt. Ja. Aber ja, Ja, es ist einfach, es gibt einfach eine fette Sauerei in dieser Hurenwohnung, Mann. Hast alles voll mit Tannennadeln am Schluss. ja, das stimmt, das ist schon hure mühsam. Aber ich meine, in den allermeisten Fällen bin nicht ich es, der aufputzt. Weil, I don't know, ich organisiere es nicht, ich räume es nicht auf. Das ist hure asozial, aber meistens bin ich Es eh ist nur ja- im Weg. Aber es hat schon etwas. Es hat schon einen kleinen Teil von Wahrheit. Gut, Also ich bin sowieso nie ich, was aufräumt. Also ja, juckt mich nicht. wir selber haben nie eigentlich, also oder schon seit Jahren, wirklich mega viele Jahre keinen Tannenbaum mehr gehabt, weil wir immer auswärts Weihnachten feiern. Also wir laden die Leute selten zu uns ein. Also meistens gehen wir halt eben einfach zu den Grosseltern, weil es für sie häufig angenehmer ist. Und die ganze Familie ist dann auch gerade dort. Aber wenn wir amigs bei uns einen Tannenbaum aufgestellt haben, dann haben wir auch die Geschenke erst am nächsten Morgen aufgemacht, als am Abend noch. Ja. Also, I don't know, wie habt ihr es gemacht? Habt ihr am Abend noch Geschenke aufgemacht oder erst am nächsten Tag? Nein, wir haben am Abend, also am 24. ist immer so, so ganz früh, wo wir wirklich noch viele Geschenke bekommen haben zu Weihnachten. Da war immer so, dass unsere Eltern haben das nicht mehr so ein Rätsel gemacht. Meistens so zu Weihnachten, also so Maria-Josef-Zeug. Aber auch so ganz andere Sachen, so Mathematikaufgaben oder so. Und dann, wenn wir die gelöst haben, dann haben wir das Geschenk dürfen aufmachen. Wenn wir sie nicht gelöst haben, dann haben wir so lange müssen brüllen, bis wir es gewusst haben. Oder sie haben noch ein anderes Rätsel gestellt und erst dann haben wir das Geschenk dürfen aufmachen. Das war eigentlich eine hure cool gewesen. Das war so eine Tradition gewesen. Wir sind, apropos Tradition, das ist eigentlich früher so eine Tradition gewesen, so eine kleine. Und zwar immer an Weihnachten in den Wald gehen, Stockbrot essen. Das haben wir mal ein paar Jahre lang gemacht. Und dann sind wir eben ins Wallis auf und haben dann auch Weihnachten gefeiert. Seitdem haben wir nicht wirklich so eine Routine oder so. Aber das haben wir immer gemacht. Und dann sind wir immer in den Wald gegangen, haben Stockbrot gegessen. Und wenn wir heimgekommen sind, haben wir uns Aussagen und so. Und dann hat es irgendwann mal geheißen, gut, so komm, jetzt können wir langsam Geschenke auspacken. Und dann haben wir Rätsel gelöst und Geschenke auspackt. Ja, voll. Wow, also so voll mit Rätseln und so. Ja, ich weiß nicht. Sie haben einfach so, sie haben nicht gesagt, ja, es heisst nicht einfach, ja, stich das einfach Geschenk und reissen das auf, sondern wir müssen schon noch etwas dafür machen. Finde ich aber noch chillig. Ich habe es immer hure lustig gefunden, die Rätsel zu lösen, habe ich noch cool gefunden. Ja gut, Weiß dann. nicht wieso. Es gibt aber fix auch so Kinder, wo, wenn du ihnen Rätsel gibst, sie rasten aus, wenn sie nicht lösen können. Und zwar so richtig Herz ausrasten. Und ich glaube, ich müsste dann einfach lachen. Also ich meine, wenn es mein Kind Ja. wäre, würde ich hässig werden, aber so von auswärts würde ich glaube ich einfach lachen. Wenn es mein Kind wäre, würde ich extra schwere Fragen stellen, dass ich es extra nicht beantworten kann, einfach ausrasten. Oh mein Gott, ich wäre so kein guter Vater. Ey. Scheiße, Mann. Keine Ahnung, also so allgemein Eltern sein, keine Kritische Ahnung, wie Sache. das, ja, ist kritisch. Also ich meine, wir sind eh noch viel zu jung dafür. Einfach zum Ja, ja. klarstellen. Ja, muss man so mal mit gesagt 17, haben. 18 als Kind. Ah, wieso Yay. nicht? Ja, Mann, dann kommst du in das RTL 2-Sendung, Teenie-Mütter. Ja, deine Mütter. Aber so das Kind benennen auch. Also, du musst einen Namen nehmen, der modern ist irgendwie, aber auch
Kind nennen, also weißt du, was ich meine? Ein Kind nennen kannst und irgendwie, Ja. wenn er erwachsen ist, auch nicht dumm tönt. Ich habe für eine Zeit, es gibt doch irgendjemanden, einen Kardashian oder was ich drin war, hat sein Kind doch Dings genannt, wie heisst es? Apple. Wahrscheinlich ist es ein Kardashian gewesen, oder sonst irgendjemand, ich weiß es nicht. Aber das ist dann schon, wenn du in so 20 Jahren dich vorstellst und sagst, ich heiße Apple. Hä? Darf ich dich vernaschen? Das wäre so, so der beste Flirt für die Person. Ey, du hast doch Apple, darf ich dich vernaschen? Weißt du, wie wild, Alter. Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Namen? Ja, eigentlich schon. Also ich bin gerade irgendwie, im Leben bin ich mir, glaube ich, zweimal einem anderen Joshua begegnet. Und ich weiß nicht, also Joshua, wenn man jetzt den ganzen Namen sagt, Joshua, dann, ja, aber ja. Josh oder, ja gut, Yoshi jetzt auch nicht mehr wirklich, aber Josh oder so finde ich noch chillig eigentlich. Ja gut, ich kenne nur einen einzigen anderen Raoul. Und dem seine Mutter heisst auch genau gleich. Und Lol. ja, und sie ist auch von Spanien und so. Ja, Also- Plot-Twist, das ist einfach deine Mutter. Das wäre, ja. Step Bro. Nein, stopp. Step Das wäre Bro. kritisch. Also ich weiss nicht, aber ich hatte nie den Drang gehabt, zum Beispiel auch meinen Namen zu ändern. Ich war immer zufrieden gewesen, weil er ist kurz war. Es ist einfach, ja, kurz gewesen. Das ist Raoul. mega das. Ja, es hat der Raffi sagt, dann ist das so ein langer Name. Raoul. So easy, in dem Fall. Ja, aber ich finde es einfach schon lustig. Du sagst, du bist mit deinem Namen schon zufrieden, aber irgendwie die halbe Schule strugglen momentan mit dem, die Namen richtig auszusprechen. Ja, es ist mega sad. Also wirklich Raoul. Aber weißt So. du, du hast dich doch auch selber, wo du zu uns gekommen bist, Sali, ich bin der Raoul. Hast du auch nicht gesagt, ich bin der Raoul? Du hast Ich gesagt, gesagt, Sali, ich bin der Raoul. Nicht Sali, ich bin der Raoul. Raoul. Es ist nicht Sali, ich bin der Raoul. Ich bin Sali, ich bin der Raoul. Aber du hast es einfach von Anfang an, hast du es nie korrigiert. Nein, ja. Gut, ich habe es für den Primar aufgegeben, die Leute zu korrigieren. Eben. Like, als ob wir das jetzt so schaffen, so jetzt von 0 auf 100 plötzlich wieder einfach umzustellen und so Raoul zu sagen, Ich gebe anstelle einfach von einen Raoul. ganz anderen Namen an, ab sofort. Ja. In einen, den niemand falsch aussprechen kann. Ja, komm mit Marin. Mit Marin. Wir sagen dir jetzt einfach Ja, nur das Marin. spricht auch jeder falsch aus. Da kommt eine Mara. Und dann bin ich so, Marin oder Marin. ja. Das ist immer so gut. Raoul, Marin, Arnett. Aber meine Schwester ist so einig, sie wollte immer mega gerne ihren Namen ändern. Ja. Ich weiß nicht warum. Also sie heißt Luana. Ich finde es eigentlich voll easy, aber Ja. I don't know. Sie muss Ist jetzt wissen so ein- schlussendlich. Das Ding ist halt, das ist in meiner Kindheit eine saure Belastung gewesen. Ich weiss noch einmal, ich bin da im Wallis auf dem Wasserspielplatz da am Spielen gewesen. Und dann hat mich so einer gefragt, so, wir sind so irgendwie so 5, 6 Jungs, wir haben das nicht gekannt und so, und dann sind so zusammen nicht am Spielen gewesen und haben irgendwie so Grüppli gebildet und keine Ahnung. Und dann hat mich halt so der eine gefragt, wie ich heiße, und ich so, ja, Joshua. Ich so, okay. Und dann so 2 Minuten später, er so, wie heisst du nochmal? Ich so, Joshua. Er so, kann ich dich Fritzli nennen? Joshua kann ich mir nicht merken. Ich so, okay. Was? Ja, ist fast zu kompliziert, aber das ist Fritzli verdammt belastend. perfekt. Das war so belastend gewesen, Mann. Es ist auch- Ey. Nein, Kann ich die Fritz nennen, Joshua? Kann ich mir nicht merken, Mann. Das Ding ist, also ich habe einfach so einen Namen, wo keinen Spitznamen kannst daraus machen. Also Ja, true. ausser halt so längere Spitznamen, sagen wir so. Zum Beispiel der Rauli Pauli. Ja. Das ist so der übelste, der kann springen. Aber das war so Ja. jemand gewesen. Ich meine, meine Schwester sagt mir noch Ra. Einfach, wenn wir zu faul sind miteinander, also den ganzen Namen aussprechen. Und ich sage ihr halt einfach Lu. Ey, aber das ist eigentlich noch eine gute Idee, Mann. Das müssen wir sagen dir jetzt auch einfach nur noch Ra. Weil dann müssen wir das Raoul nicht sagen oder nicht Raoul, dann sagen wir einfach nur noch Ra. Ja, super. Raoul, lala. Ja, das war eigentlich mal ein Game-Tag gewesen bei mir. Einfach Ra, Ra, Ulala. Ich glaube, für ein Zeitchen sogar auf wild, Dings. Alter, wild. Was? Nein, aber ich wüsste gar nicht, in welchen Namen ich mich ändern sollte. Weil, like, ja, was bin ich? Bin ich ein Mike? Nein, ich bin kein Mike. Was bin ich? Mike. Ein Fritzli? Nein, garantiert nicht. Was bin ich für einen? Ah, ein Luc. Ein Luc. Stimmt, die haben mal gesagt, ich bin ein Luc, gell? Warte, wie hat mir noch Vanessa gesagt? Ich glaube Mark, oder? Mark oder Mike?
Du bist ein Mark gewesen, Mark, glaube ich. ja, glaube ich. Wieso nicht? Ich fände es Ja. aber gar nicht so schlimm, Mark zu heißen. Aber Mark oder Mark, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mark oder Mark? Also meinst du mit C oder K? Ja. Je. Ja, ich weiß nicht, mit C ist aber schon ein anderer Flex als mit K. Das stimmt schon, weil Mark. Das ist wie so der Stefan mit F. So, Stefan. Bro, Stefan! Ich Bro, lieb's, der wenn- einzig wahre Stefan ist der coole PH-Stefan. Der PH-Stefan. Stefan ist Stefan. Ich finde es so lustig, wenn Namen mit, oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Namen mit PH mit F geschrieben werden. Philipp. Ich finde das so geil. Ich weiß nicht, warum. Weißt du, Philipp. Oder Raphael Raphael. mit F. So, wow. Richtig schön, Alter. Das macht Vor allem dann noch so mit einem F geht's, aber nachher so mit Doppel-F, weil es ja so ein scharfes F ist, so Raphael. Ja. So abgeleitet von Raffle. So Raphael. Raffle. Ich weiß gar nicht, schreiben das überhaupt mit 2 F? Ich habe glaube noch nie das Wort Raffle müssen schreiben. Raphael, zum Scheisse, Schauen, es steht mir Raffel mit PH. Ich raste. Das wär der gröbste Flex. Raffel und doch hat 2 F. Oh, geil, Alter. Boom. Fette deutsche Flex. Boom. Ja, Mann, Jodiblum. Boom. Oder hast du dir jemals gewünscht, irgendwie so andere Augen oder Haarfarbe oder so zu haben? Also das sind einfach, das ist auch so, Also, meine Schwester hat immer dunkelhäutig wollen sein, ich weiß nicht warum. Okay. Also ich weiss nicht, sie hat einfach irgendwie alles, was damit gekommen ist, also die Hautfarbe und die Haare vor allem, hat sie so gefeiert. Ja, Ich so, ok, lol, in dem Fall. Also ich meine, jedem das seine, aber ich weiß nicht, ich bin echt ziemlich zufrieden. Also die Augen, das haben mir schon viele gesagt, dass ich schöne Augen habe, aber ich würde mir so trotzdem so richtig, weißt du, so die richtig himmelsblaue, auch so absolut tiefblaue Augen wünschen. Also das wäre einfach zu wild. So weißt du, hast du Vikings schon mal geschaut, also Vikings-Trailer? Ja, schon. Wir haben schon mal ich glaube in der ersten Folge mal über Vikings geredet. Das Die haben ist sehr so gut Kontaktlinsen drin, dass sie so richtig tiefblaue irische Augen haben. Alter, das ist schon wild, Mann. Das ist richtig geil. Warte, ich habe gerade das Foto für gesucht. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Gut, ich finde, es ist schön, aber es sieht halt brutal kalt aus. Ja, sie sieht so richtig deutsch aus. So richtig Next Level deutsch. Richtig So. deutsch. Der typische Arier halt, so blond und tiefblaue Augen. Ich glaube, ich bleibe bei meiner Augenfarbe, wenn ich so nachdenke. Ich finde, wenn doch erst gerade, was war es? Gestern? Ja, heute ist Samstag, gestern Freitag. Haben wir doch, glaube ich, darüber geredet, über Augenfarbe. Das zum Beispiel bei Manu. Er hat so keine deutliche Augenfarbe, sondern so voll gemischt. Mhm. So ein bisschen von allem etwas. Oder mein Großvater zum Beispiel hat brutal graue Augen. Das ist auch voll lustig. Graue. Das ist auch hure episch. Ja, Ja. ich weiß nicht, also ich könnte mir auch noch vorstellen, so Locken zu haben. Also ich sage hure viel, das wird absolut beschissen aussehen und ich glaube eben auch, dass es bei mir absolut beschissen wird aussehen, aber ich wollte es trotzdem irgendwie mal ausprobieren. So Locken, einfach so oben, rechts, links kurz und dann so oben so Locken. So like du. So like du. Ja, I mean, das Ding ist, mit Locken kannst du halt nicht groß, oder ich zumindest kann nicht groß frisieren. Also es Ja, aber das kommt musst halt du eben einfach, auch wie es nicht. kommt. Ja, Das ist eben das Geile daran. es geht im Fall, weil das Ding ist, wenn es einfach absteht, dann hast du einfach verloren. Dann kannst du so nichts Ich weiss machen, du nicht. bist einfach hilflos. Ich finde Locken sehen einfach immer geil aus. Ganz ehrlich. So, und vor allem, dass ich stelle mir das so hure episch vor, am Morgen aufstehen, eventuell schnell mit den Strählen durch und ab in die Schule, ohne irgendwie da groß frisieren müssen. Gut, Das ist ja hure geil, Alter. Strahlen Hä? habe ich habe noch nie, glaube ich, einfach so meine Haare gestrahlt. Ja gut, dann musst du nicht mal das machen, ja, siehst du mal, Alter, was ist denn geil, Alter, aufstehen und in die Schule. Geil, Esma Mann, hat sparst dir geile 5 Locken. Minuten. Ich sage jetzt auch einfach mal ihren Namen. Ja, das ist wurscht, die sind von der Klasse. Wirklich viel mehr Leute als aus der Klasse hören die nicht unseren Podcast. Ja, ich glaube es auch nicht. Sie hat schon richtig krasse Locken. Und auch brutales Volumen. Ja, sie hat einfach so hure Volumen, Alter, das ist wirklich so. Das ist ganz am Volume. Sie haben wahrscheinlich immer schön RTL-Werbung geschaut von diesen Volumendingern und dann So, immer jeden was- Tag.
das Seios-Zeugs da, wo sie dann so die die Schere anbrechen. Ja, irgendwie so, Das ja. war lol, in dem Fall. Ich bin müde. Den ganzen Tag am Skifahren gerne gewesen. gewesen. Wild, Alter. Ey, nein, heute sind wir Skifahren gewesen, oder? Und ich mache ja immer Saisonmiete. Und jetzt haben sie mir einfach so Fischerski gegeben. Ich weiß nicht, was es war. Es sind sicher keine Slalom-Ski gewesen. Einfach so übelst leichte, die bei jedem scheiß Bölleli wackeln, wo du einfach so null Kontrolle hast. Uff. Und heute ist Saisonauftakt. Also das Wochenende ist Saisonauftakt, das heisst, das ist Wow. Und Wow heisst, dass du quasi oben auf der Piste haben so einen Skistand aufgestellt, wo du so die nagelneueste und beste Ski einfach so kannst ausprobieren. Das ist wirklich die Vertrauen dir da. Also kannst kommen, dann stellen sie den Ski, dann kannst du mit dem fahren. Solange du willst, dann gehst du irgendwann mal wieder zurück. Und du musst auch keinen Ausweis abgeben, musst nichts zahlen, einfach so kannst du einfach das Ski durchprobieren. Und dann mit der Idee so gesehen habe, so einen Blizzard ausprobiert, so einen Slalom-Ski, relativ schwer. Alter, ist das geil, Mann. Holy fuck. Kollege, du bist wirklich... Ich bin so... Die Pisten sind nicht allzu geil gewesen. Es hat wirklich relativ viel Eisbröckchen und relativ viel Hügel. Und es war zum Teil auch easy gewesen, weil halt noch Kunst nicht war. Aber du hast einfach nur Kantendruck geben und der Rest haben einfach die Ski von selber gemacht. Alter, du bist nicht gerutscht. Das sind einfach... Hey, du bist wie auf Schiene gefahren. Alter, ich kann nicht mehr können im Fall. Ich gehe die morgen wieder auslehnen und fahre mit denen den ganzen Tag. Und die anderen sind so scheiße, wo sie mir gegeben haben. Vorher bin ich in Jonas Sport gegangen, also da in den Sportding-Laden da gegangen, wo ich sie gemietet habe. Und dann bin ich dort reingegangen und habe gesagt, ja, ich brauche doch ein bisschen Schwere, ich will gerne Slalom-Ski fahren, etwa 1,70 und so. Haben sie gesagt, ja, haben sie mir zuerst mal dumm angemacht und blöd angeschaut. Ich so, ja, sorry, haben gesagt, wir dürfen jederzeit umtäuschen. Und dann geht es mir einfach so einen uralten Völkri-Ski aus und haben gesagt, ja, der ist super, der Slalom-Ski. Ich so, ein Scheiß, Bro. Ein Scheiß. Ich kann den mal ausprobieren, wenn es scheiße ist, dann hole ich mir direkt wieder den Blizzard und gehe heim, Alter. Ich habe nie wirklich gross Ski ausprobiert, wenn ich so nachdenke. Ich habe einfach genommen und so, easy, das längt. Gehen wir. Das ist also... Sorry, red. Okay, also es ist schon geil. Also ich finde vor allem, wenn du überlegst, jetzt nicht gegen andere Länder, aber willst du das in anderen Ländern machen, die Ski wollen nicht mehr zurückkommen. Da haben sie wirklich gesagt, jetzt sind alle wieder zurückgekommen. Also du musst wirklich nichts. Du musst kein Personal angeben, nichts zahlen, keinen Ausweis hinterlegen, gar nichts. Du kannst einfach kommen, die stellst du rein und dann lässt dich gehen. Ja, Stonks. Und das sind wirklich so die neuesten Modelle, die so für 1100 und 1200, unter 1000 Franken findest du nichts, gell? Also wirklich die nagelneuesten Modelle von der besten Marke. Hat Stöckli, Fischer, alles. Und es ist so geil, Alter. Und du merkst also wirklich zwischen jedem Ski merkst einen Unterschied. Also hure geil. Nie schlecht. Zu wild. Und wie ist, also Zu so wild. vom Schnee her, wie ist es eigentlich bei euch im Moment? Habt ihr viel oder ist eben, wie du gesagt hast, viel Nein, einfach also- Kunst? Es ist, also oben raus geht's, wenn du raufgehst. Aber im Dorf, es liegt schon Schnee. Aber es sind glaube ich nicht einmal 30 cm im Fall. Also es ist wirklich hure wenig. Im Vergleich, was wir sonst haben. Sehr Also es geil. sind alle Pisten noch offen, aber halt für kleine, also sie haben wirklich nicht genug Schnee gehabt. Sie sind also ein bisschen enger gemacht und so. Aber ja, es könnte jetzt schon noch ein bisschen mehr Schnee haben, sage ich jetzt mal. Ich vermisse Schnee. So für einen ganz kleinen Moment hat es auch hier Schnee gehabt. Im Flachland, sage ich jetzt mal. Aber das ist halt einfach alles so in ein paar Stunden wieder weg gewesen. Ich bin so, Ja, es ist gekommen und dann ist es geschmolzen und dann ist es nass gewesen und dann ist es wieder gegangen. Es ist einfach so da gewesen, um so die Leute zu ärgern. So einfach so nass, Schnee, kalt, Wind, grusig, bäh, yay. ich finde es so Ja, lustig. irgendwie schon. Also das ist jetzt halt voll in eine andere Richtung, aber Weihnachten. Wenn du daran denkst, Jesus Geburt und so, all das Zeugs da. Es ist so komisch, dass der Josef es einfach akzeptiert. Der Josef? Ja, ich sag's Wie jetzt du ihn mal jetzt so. gerade betont hast, der Josef. Der Ja, Josef. sorry, red weiter. Also ich meine, stell dir das einmal ganz kurz vor. Du bist verheiratet. Bist mit deiner Oh, Frau okay. unterwegs. Aus dem Ja. Nichts kommt sie zu dir, ich bin schwanger mit dem Sohn Gottes. Ich habe noch nie Sex gehabt. Was? Ich denke nicht, oder? Ja, Also das ist so Ja, etwas, das wo ist- einfach... Ich würde es dir nicht abkaufen, wenn du sagst, ich bin Jungfrau und bin schwanger. So funktioniert es einfach nicht. Es tut mir leid. das ist schon wild. Das ist schon wild, Alter.
I mean, mindestens ein bisschen misstrauisch wärst du doch dann. Auch wenn ein Ganz Engel schön. in Anführungsstrichen Schlusszeichen dich besucht. Oder Also, besuchen wenn würde. ein Engel wenn so ein Engel so ins Fenster reingeflogen würde kommen, dann würde ich mir dann also schon denken, was der so da macht. Also ich würde schon fragen, ey Bro, Was los? geht aus. Was Bro. läuft denn Nacht, oder? Engel Was sagen, läuft denn nicht? ja. Engel sagen doch immer noch so, keine Angst, ich bin ein Engel, was ich doch nicht was. Alles einfach so die normale Einleitung, dass nicht gerade jeder Panik hat. Und wenn du keine so Ahnung. die biblisch korrekten Engel anschaust, das musst du mal googlen. Das ist richtig Ja. komisch. Die sind irgendwie so, Wegen? die sind nicht humanoid, also sie sind irgendwelche fliegende Dinger. Ich kann es eigentlich so gar nicht recht beschreiben. Aber wenn mir biblisch korrekte Engel eingeht, googeln wir mal. Ach so. Kein Moment. Es ist einfach ein komisches Wesen mit so viel Augen und Flügel und irgendwie Räder, also so rundum. Reden. Ja, nein, wirklich im Fall. Und dann bist Und du so so, ja. ein Engel ist mit so einem VW angefangen. Hey, tja, muss man nicht schnell kommen. Ich meine, wenn so etwas auf dich zugeflogen kommt, dann bist du schon so, ich glaube, ich gehe mal besser weg von da. Es gibt auf YouTube, das ist so cringe. Also in der Betz ist das vorher Thema gewesen, bei mir und dem Kollegen Janis. Es gibt auf YouTube so Videos, wo so anscheinend so Engelerscheinungen da zeigen. Also so irgendwie, es hat so hure laute Horngeräusche so im Himmel. Und der Himmel verfärbt sich, oder so Raben sind plötzlich alle auf einem Fleck. So Tausende von Raben sind so auf der Straße und blockieren die ganze Straße. Und dann hörst du immer so ein hart lautes Horn aus dem Himmel. Und hunderte von Leuten haben das aus verschiedenen Lebenssituationen auf verschiedenen Orten auf der Welt gefilmt. Also ich glaube bis heute nicht, dass das echt ist. Logischerweise so schwer ist schon lange mal in den Nachrichten gekommen. Aber es ist so fucking creepy. Muss man wirklich reinschauen. Ich glaube auf YouTube irgendwie Angel Noises oder so. Oder irgendwie so ein Scheiß. Okay, Das ist so creepy. dann schau ich es nachher mal an. Ja, kannst du nach dem Pötti mal anschauen. Das ist wirklich hure komisch. Ja, keine Ahnung. Es ist, Yes. aber ich finde so generell, also es gibt so wirklich so viele so spooky Videos, wo so anscheinend so spooky Erscheinungen sollen empfangen haben. Und da gibt es auch so ein Video, wo so ein Wanderer oder ein Förster so in der Nacht durch den Wald läuft und nachher findet er so Federn. Und nachher leuchtet er so mit der Taschenlampe und nachher steht plötzlich so ein creepy Wesen vor ihm, das dann vor ihm abhaut. So. Das ist irgendwie weder menschlich noch nicht menschlich. Es ist irgendwie so halb Totenkopf, halb Mensch, halb Flügel, halb Vogel. Es ist so ein komisches Wesen. Es sieht übelst realistisch aus. Aber ein Scheiß ist das echt, Alter. Ja, ich weiss, ich bin auch ziemlich skeptisch, was so Sachen angeht. Weil vor allem heutzutage weiss man nie, was echt ist und was nicht. Du kannst Also- so easy Sachen faken, ganz ehrlich. Es ist richtig kritisch. Aber ich finde es immer krass, dass so viele Namen sind ja aus der Bibel, weil früher hat man Kind nur nach so biblischen Charakteren so genannt. Also nach denen einfach, ja, so Namen sind erlaubt gewesen. Aber jetzt nimmt es mich unter Adolf zum Beispiel. Muss doch auch in der Bibel gewesen sein, in dem Fall. Adolf. Theoretisch, ja, oder? Ich glaube nicht, dass. Ich weiß nicht, aber. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Hitler nach einem biblischen Namen benannt worden ist. Ich habe herausgefunden, mein Name Raul ist von Radolf, glaube ich, heisst es, abgeleitet. Bist du ja lol, oder? Es ist einfach Adolf mit einem R davor. Also, easy. Du Nazi, Alter. Mega. Ja, also ich finde es auch eine heftige Ableitung von Radolf auf Raoul kommen. Ja, also ich kann nicht sagen. Ganz ehrlich, das ist ja mal sowas von absolut, hat nichts mit dem anderen zu tun. Also das Einzige ist RA. Das ist das Einzige, also das Ra, dein Spitzname. Oh, von dort kommt dein Spitzname. Ra. Von Radolf. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag für meinen Namen. Haha. Echt? Ja. Boah, schau mal. Also bist du Raul ist die Fame, Alter. sehr verschliffene Form von Radolf, ja. Beziehungsweise Radulf. Radulf. In der Bedeutung Radolf, Rad der und hat Wolf. nos Rentier. Hasa wäre ich ein hinaus.
entspricht Deutsch Ralf bzw. Ralf? Eins mit F und eins mit PH. Da sind wir wieder da angekommen. Oh, aber Ralf mit PH, das ist dann wiederum Härte AIDS, Alter. Ja, das ist nicht so Oder schön. nicht? So Ralf. Ralf! Ralf! Wobei unser super Herr Pottstein, Hausmeister in der Schule, möchte gerne King, der schreibt sich, glaube ich, mit F. Ralf Potschig oder Potschein. Nein, wie heißt der Potschig, glaube ich. Wieso weißt du, Weiß wie nicht. er heisst? Wir haben, der Raffi und ich, wir haben herausgefunden, dass es ihn auf Teams gibt. Und dann, wir haben einfach mal Ralf eingegeben. Er ist, glaube ich, an uns vorbeigelaufen, dann haben wir auf seinem Schild gelesen, dass er Ralf heisst. Und dann haben wir das mal in Teams eingegeben und dann haben wir herausgefunden, dass der Dude sogar Teams hat. Und nachher ist, glaube ich, Potstein oder Potschig. Nein, ich glaube Potstein gewesen. Halt so Okay. typisch deutsch, Alter. So ein richtig Deutscher. In dem Fall. Nein, Alter, letztens, ich weiß nicht, bist du dort dabei gewesen? Wir sind vor dem Biologietest am Donnerstag sind wir in der Mensa gesessen und haben Biologie gelernt. Und nachher ist der Noe neben dem Raffi gestanden. Und dann ist der super Ralf vorbeigelaufen mit der Maske unter der Nase und hat uns dumm angemacht, wir sollen auseinanderstehen. Aber alle Masken an, gell? Und nachher hat der Noe einfach so grob still gegangen, ohne mit den Wimpern zu sagen: Sie haben ihre Maske da unten. Er so, Ja, Sie müssen mir nicht doch, so da habe dumm ich kommen. gesehen. Hey, ich bin gestorben, das war so geil. Zu wild, Junge. Und nachher haben wir extra laut gelacht, nein, nicht ausgelacht. Einfach geil, Jungs. Einfach geil. Ich weiß nicht. Ich finde es so toll, wenn man irgendwie so Leute, die das Gefühl haben, sie sind der Boss, einfach so hart aufregt. Ich finde das so toll. Ja. Ich finde das so richtig. Das hat mir in den Betz hat mir das fast den Kragen gekostet. Ich war immer am Beefen mit meiner tollen Betz-Lehrerin. Ja, gut, ich bin nie so der Diskutierer gewesen mit den Lehrern. Ich han so geswitcht auf der FMS. So in der Betz bin ich der übelste, also wirklich so der, ich habe es richtig übertrieben. Ich habe immer diskutiert und immer gemotzt. Die ganze Klasse hat sich ab mir aufgeregt. Und nachher an der FMS habe ich dann gedacht, ja komm, neu anfangen. Aber tatsächlich ist es natürlich auch an der FMS überhaupt nicht nötig zu diskutieren, weil die Lehrer haben Ahnung. Also jetzt abgesehen von ein paar wenigen oder von einer wenigen. Ja, ja gut, in dem Fall. Ja, weil es ist nie, ich habe es nie für nötig gehalten zu diskutieren, weil alle einfach fair sind und nicht irgendjemand unfair behandelt. Deswegen ja. Dann lol, oder? Dann lol, oder? Ziemlich wilde Angelegenheit da. Mein Kollege hatte immer mit den Lehrern irgendwie Beef gehabt. Er hat gar nicht müssen machen, sie haben sich einfach nie verstanden. Ich weiß nicht, er hat irgendwie so das Talent von Lehrern nicht beliebt zu sein. Ah, Ist toll, oder? das ist natürlich sehr vorteilhaft. Mega. Also ich weiß nicht, ich habe einfach das Talent gehabt, eben Lehrer, die mich nicht gerne hatten, habe ich auch nicht gerne gehabt und dann habe ich sie richtig herausgefordert. Das ist natürlich kritisch. Tendenziell. Früher hatte ich hohe Panik davor, mit Lehrern irgendwie zu reden oder so. Oder allein zu diskutieren, das wäre ein Albtraum gewesen. Aber Ja, kritische. ja, mittlerweile ist es ein bisschen entspannter. Man kann mit den Leuten irgendwie, keine Ahnung, eben reden. Also mit den Lehrpersonen, mit den meisten zumindest. Vor allem jetzt in der zweiten habe ich das Gefühl, werden sie teils immer chilliger. Oder man kann so Ja. persönlicher mit ihnen sein, wenn das Sinn ergibt. Ja, doch, ich finde eben auch. Also, man ist voll auf einer Ebene eigentlich sozusagen mit ihnen. Sie sind so auf Augenhöhe und man kann sie eben normal mit sich unterhalten und so. Ja. Ey, wir sind jetzt wieder bei 40 Minuten. Ich kann mal sagen, das heißt der Fragengenerator. Der Fragengenerator. Okay, wild. Jetzt dreh ich mal. Ich dreh, wir machen wieder 5 oder so, oder? Würde ich jetzt sagen. Das war eine gute Zahl gewesen. Eine gute Zahl, okay. Also, ratatatatatatam. Ist Frieden unbesiegbar? Boah. Nein. Sonst würde es keinen Krieg geben. Ja, ist so. Ist so. Also, Das ist auch. Ja, ich weiß nicht. ja, Fang mal also an. ich meine, für mich kann man irgendwie so nicht dazu sagen. Ja, es ist eine Ja-Nein-Frage. Aber um es vielleicht ein bisschen ausführlicher zu sagen, also es gibt überall auf der Welt gibt's Frieden, aber überall gibt es auch Krieg. Und ich glaube nicht, dass Frieden auf ewig anhaltet. Ich glaube, das ist eben das Traurige an unserer Gesellschaft. Krieg hat länger oder nicht Frieden. Oder was ist das Gegenteil von Frieden?
Ich habe keine Ahnung im Fall. Krieg, ja, dramatisch, easy. Unruhe, irgendwie so etwas. Okay, nehmen wir einfach mal Krieg als Gegenteil. Ich behaupte jetzt einfach mal, Krieg existiert einfacher, länger als Frieden. Und das ist belastend. Weil es einfach immer Personen wird geben, die mehr Macht wollen. Weil es einfach immer mehr Personen wird geben, die wollen, dass ihre Meinung die richtige ist. Und dann steht der Frieden ihnen einfach im Weg und das splittet dann Groups auf und dann gibt es Krieg und dann schlagen sich alle Köpfe, alle sterben und dann ist gut. Ja, das hat es ziemlich zusammengefasst. Also, Das war es eigentlich schon gewesen. Ja, so ziemlich. Oh, jetzt ist aber... Okay, ich habe jetzt schon gedreht ohne mein dem Geräusch. Und jetzt ist gerade zum Thema Bibel. Ist die Bibel unangebracht? Teils ja, teils nein. Wenn das irgendwie... Ja. Weil Versuch's ausführlicher zu machen. Was? Mach mal ausführlicher da. Aha, ja, Erklär mal. ich bin unterwegs. Ja, Sorry. habe ich auch gerade gemerkt. Also. Also, Die Sachen sind... Ich meine, so Grundsachen wie zum Beispiel, du sollst nicht umbringen, nicht stellen, irgendwie so Sachen, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also das ist nicht schlecht, dass das drin steht, aber da gibt es so andere Sachen, die ein bisschen fragwürdig sind. Wie zum Beispiel, man darf nicht 2 verschiedene Stoffe zusammennehmen. Irgendwie so etwas habe ich mal in der Bibel gefunden. Es ist irgendwie die Richtung. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie es heisst, aber das war die Aussage davon. Ich habe gedacht, Ja. hä? Da verstehe ich jetzt echt nicht, was das für ein Schwachsinn ist. Oder auch zum Beispiel, was heisst irgendwie zu Homophobie und so. Ich meine, hure viel sagen auch, das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler. Weil also, in der Originalbibel spricht der Teil eigentlich ja, so laut gewissen Leuten zumindest, weißt das, Pädophilie an. Was, wie ich finde, viel mehr Sinn würde ergeben, weil in alten Kulturen ist so etwas gar kein Thema gewesen, bis in die Bibel gekommen ist und falsch übersetzt worden ist, habe ich das Gefühl. Also es hat so seine gute Seite, aber auch Schattenseiten, wo du dann einfach denkst, hä, was das? ja. Ja, gut. Gehen wir weiter. Ich kann dazu eigentlich nichts mehr sagen. Ich bin ähnlicher Meinung. Huch. Also, ist Demokratie noch aufzuhalten? Spezielle Frage. Habe ich ja gerade gedacht. Also, ich glaube, das Traurige ist eben, dass das jetzt auch wieder verneint werden muss. Weil Demokratie, ja, in der Schweiz existiert sie, es ist ja direkte Demokratie. In Deutschland ist es ja eine indirekte Demokratie, wenn ich es richtig weiß. Und ich glaube, in vielen anderen Ländern, oder fast der Mehrheit von allen Ländern, ist einfach immer noch... Ja, also wenn, dann ist meistens, glaube ich, so indirekte Demokratie. Aber jetzt gerade am Beispiel von Nordkorea sieht man einfach, dass es sogar noch Diktaturen gibt. Und Also- der wird nie auf die Idee kommen, irgendwie eine Demokratie aus seinem Land zu machen. Ich meine, solange der an der Macht ist, läuft das Ding. Ja. Also ja, ich denke, Demokratie ist besser, weil dann ist halt eben die Verantwortung und so sind aufgeteilt. Gewisse Leute können sich mehr auf das konzentrieren. Halt, ja, Diktatur ist halt schon... Das können wir uns nicht vorstellen und wir wollen es auch nicht. Ja, also, ja, es ist eigentlich so. Also, ich finde auch, Demokratie, es ist einfach so, amigs hast du auch als Bundesrat oder jetzt generell als Diktator, wenn dir jetzt nicht, dein Land nicht komplett scheißegal ist, dann hast du halt wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen. Und es ist eigentlich der Schweiz, oder what the fuck, der Schweiz, einfach der Einwohner eigentlich generell im Leben so schwierig, es immer allen recht zu machen. Und ich glaube, Demokratie ist einfach dort das Effektivste, weil es einfach zeigt, was die Mehrheit sagt. Und dann weiß man, die Mehrheit steht hinter ihm und die Mehrheit ist damit einverstanden. Also darum, also über die Meinung müssen wir nicht reden. Also ich finde Demokratie etwas super, ob es jetzt ein indirekte oder direkte ist. Also direkte ist natürlich weitaus besser, aber ja, natürlich auch nicht bei allem. Also weil gewisse Sachen, ja, sollte vielleicht dann schon mal eine Fachperson entscheiden, nicht einfach irgendein Volk mit lauter dummen Leuten, aber so. Ja. Ich denke, das Keine Ahnung. fasst ziemlich gut zusammen. Ich spille mal weiter. Radadadadadadadam.
Ist Liebe positiv? Hahaha. I mean, ja. Oder? Ich sag nein. Okay. Ich sag einfach straight nein. Aber fang du mal an. Ich sage jetzt einfach ja, weil ich wüsste nicht genau, was unbedingt negativ. Ich meine, es ist scheiße, wenn sie nicht erwidert wird. Aber es ist ja gut, wenn es hast, you know. Ja. Also wieso sagst du nein? Ich weiß nicht. Es ist keine natürlich ein Hoffnung. sehr. Es ist. Das sowieso nicht. Also Hoffnung habe ich sowieso aufgegeben. Aber ich weiß nicht, aber es ist ein ziemlich tiefes Thema. Aber so kurz zusammengefasst, finde ich, tut Liebe meistens mehr weh, als es gut tut. Also es kommt natürlich darauf an, mit wem und so, aber erfahrungsgemäß hat es mir mehr weh, als dass man es gut da hat. Darum sage ich einfach mal, Liebe ist negativ. Also Okay. natürlich, man muss das ausschließen, es ist natürlich nicht nur negativ, ganz durchaus nicht. Aber wenn ich so einen Schnitt oder eine Zusammenfassung müsste erstellen, hätte ich jetzt gesagt, negativ. Hure traurig eigentlich. For real. Reden wir jetzt Ja. einfach nur über romantische Liebe? Oder auch noch sonst? Also zum Beispiel, ich meine, das Haustier liebst du ja auch. In der Regel zumindest. Ja, das ist natürlich etwas anderes. Dann ist natürlich sowieso positiv. Also ich meine, Tierliebe oder Musikliebe, das ist natürlich immer positiv. Ja. Ja gut, dann... Sobald es einfach um Menschen geht, ist es negativ. Halt, ich hasse einfach Menschen. Das ist einfach ein Fakt. Menschen Das ist sind einfach zu schlimm. kritisch. Nein, das ist jetzt aber heute, das ist jetzt heute auf der Piste auch wieder gewesen, Mann. Die verdammten huren Leute, Alter. Und ich so die scheiß Anfänge, wo das Gefühl haben, die ganze Piste gehören rein und dann scruisen sie von rechts und nach links über und dann denkst du, ja, easy, jetzt ziehe ich rechts vorbei. Und genau dann, wenn du rechts vorbeiziehen dann denken sie, oh nein, jetzt brauche ich ausnahmsweise doch nur die halbe Piste, ziehen direkt über und du fetzt sie fast ab und dann fühlen sie sich so krass, wie sie die ganze scheiß Piste gebraucht haben. Ich hasse Leute. Ich hasse Leute. Fertig, ja. Nein, Mann, ganz ehrlich. Das ist einfach belastend, Mann. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich denke, das kennen die meisten. Oder viele auf jeden Fall. Ja. Also, ich tue einmal mal ein bisschen. Ich drehe noch mal eine Runde. Yes, do it. Ist Fantasie bunt? Das ist doch mehr oder weniger der Punkt von der Fantasie. Eigentlich schon, ja. Also wenn Fantasie ja nicht bunt wäre, dann hast du ja keine gute Fantasie. Ja, das ist so. Ja, easy in dem Fall. Ja. Ja. Fantasie ist bunt. Ende, Punkt, aus. Yes, very much. Hast du irgendwie noch etwas dazu hinzuzufügen oder gehen wir weiter? Also ich weiß nicht, was es noch dazu zu fügen gibt. Ich denke, das ist alles gewesen. Gut. Ich habe jetzt nicht zählt, aber ich mache einfach nur eines. Ja, stimmt schon. Okay. Ist Vergebung gefährlich? I mean, wenn etwas musst vergeben, dann bist du wahrscheinlich immer hure skeptisch gegenüber dieser Person. Oder misstrauisch, sagen wir so. Aha, du hast. Ja, doch, macht eigentlich Sinn. Sobald du vergeben musst, weißt du, dass du der anderen Person nicht mehr so vertraust wie vorher. Also ich meine, es kommt immer auch hure darauf an, was vergeben musst. Und jetzt zum Beispiel, ich vergib dir, dass du das letzte Gutsein genommen hast. Ich meine, das ist ja kein Ding. Ja. Aber wenn jetzt so, okay, ich vergib dir, dass du irgendwie mein ganzes Dorf umgebracht hast, das ist dann gerade etwas anderes. Das ist ein bisschen etwas anderes. Aber nur Ja. minim. Ist Vergebung gefährlich? Das ist eigentlich eine hure schwierige Frage. Kann das gefährlich sein, einer Person zu vergeben? Es kommt darauf an. Ich glaube, wegen einisch ist easy. Aber wenn es sich mehr wiederholt, dann ist es gefährlich. Mhm. Also, ich mache mal als Beispiel das Klassiker. Die Kollegin von dir ist mit dem Boyfriend zusammen, der absolut untreu ist. Und mit hunderten von anderen Mädchen schreibt und mit hunderten von anderen Mädchen fremd geht. Das andere Mädchen checkt es aber nicht. Oder er will es nicht checken oder was auch immer. Oder vergibt ihm immer wieder. Dann hätte ich gesagt, dann ist es auf jeden Fall gefährlich. Weil das ist so,
Ich weiß nicht, das ist jetzt ein Classic-Beispiel, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, aber ja doch, das gibt es bestimmt. Aber ja, dann ist es kritisch, sag ich mal, weil man muss irgendwie realistisch sein. Wegen eines ja, maybe, aber wegen zweimal nein, ciao. Also immer wieder, dann ist einfach eins zu viel. Da ist so. Ja. Das Ja. ist ein Fakt. Was? Das ist ein Fakt? Das ist ein Fakt. Aha, okay, sorry. Ich habe gerade das Telefon ein bisschen gespielt. Was hast du gerade verstanden, du Taubensiech? Ich weiß es auch nicht. Ich muss echt Shit. mal schauen wegen einem Hörgerät oder so. Es ist nicht mehr lustig. Ja, wirklich. mittlerweile. Willst du dir auch ein Hörgerät kaufen? Ja, unbedingt. Ja, ein Hörgerät gekauft. Wie viel hat es gekostet? Ja, 2:45. Easy, ja, voll. Ja, Mann. Episch. Nein, ich glaube, das sind 5 gewesen. Vielleicht sind es auch nur 4 gewesen, aber ich glaube, es sind 5 gewesen. Wir belohnen es jetzt auf jeden Fall so, oder? Ja, ich glaube es auch. Ja. Ja, apropos, du hast vorher Gutzli erwähnt. Jetzt habe ich fett Bock auf Gutzli im Fall. Hure schlimm. Ja, gut, sie sind halt immer geil. Aber zuerst mal noch richtig essen. Weil gut Ah ja, das habe ich auch noch nicht. ja, Nachher es geht ist- es dann noch saufen. Glücklich für dich. Ja. Was haben sie alles? Ich glaube, sie haben gesagt, sie haben Jägi, sie haben Röteli, haben sie auch, die haben Geschmack. Das Auch ist- wenn die Vanessa... Nein, wer hat es gesagt? Vanessa nicht. Lara. Isabel und Lara gesagt, dass Röteli nicht gut ist. Es, es schmeckt einfach brutal nach Weihnachten, finde ich. Ja, aber es ist geil, Mann. Röteli ist fein. Röteli ist super. Also ich weiß nicht, aber Jägi habe ich jetzt fast weniger lieb als Röteli. Ja. Ja. Gut, ich Ja. kann, den Jägi habe ich gerade gar nicht mehr so recht im Kopf. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Ja, ich auch nicht. Ich weiß einfach, dass es nach dem Kräuterbonbon ist und ich bevorzuge jetzt Kirschsaft von Kräuterbonbon. Ja gut, dann. Aber Dings schmeckt doch irgendwie auch hure so halt so zimtig irgendwie. Was, Röteli? Ja. Echt nicht. Oder dunkelt mich das habe ich das irgendwie falsch im Kopf? Wahrscheinlich ist es so. Ja, ich glaube, wir sind einfach behindert, Alter. Alle, die sagen, Röteli ist scheiße, Röteli ist geil, Kollege. Richtig beleidigt da. Ja, Mann, Röteli ist geil. Irgendein schwarzer Troika, der ist es. Den musst du echt mal mitbringen, ich wollte den wirklich probieren, wenn du sagst, der ist so geil. Ja, also ich meine, sobald Treffen und Party und so wieder legal ist, easy. Sonst wird es Ja. kritisch. Ja, schon schüch. Ich meine, jetzt haben sie, glaube ich, Personenanzahl sogar noch auf 5 reduziert, oder irgendwie so. Ja, also ich glaube, es ist von Kanton zu Kanton mittlerweile auch anders. Ich glaube, im Thurgau haben sie es Im Thurgau. Im Thurgau. Dort haben sie es, glaube Du ich, darfst, R, angezogen. du darfst R gar nicht aussprechen, das ist einfach nur Thurgau. Das ist einfach eins zu viel. Das ist wie «Gib mir 4 Bio». Gib mir Bier. Das ist einfach so. Gib mir 4 Bio-Bier. Gib mir 4 Bio-Bier. Aber das Lustige ist, man versteht es ja sogar noch. Irgendwie. Ja, es ist wirklich... ja. Also ich Ja. meine, es klingt nicht schön, aber man versteht es. Nein, eindeutig nicht. Und ich finde es auch nicht geil, dass also Sportler immer noch Thurgauer Dialekt reden. Machen wir eine Rückwärtsrolle und tun Barren tun oder Badminton spielen und klettern. Bitch, shut up. Und dann ist er auch noch so klein, Alter. Ich kann den Typ so nicht ernst nehmen. Musst schauen, wie ihr den Podcast findet. Dann war es gewesen. Dann kommt er zu uns. Du, Joshua, hast du da mich beleidigt in deinem Podcast? Findest du den Dialekt vom Thurgauer nicht so toll? Oder der Mathis lässt nach. Der Mathis aus der Para, der ist auch Thurgauer. Okay. Ja. Ja. Hä? Thurgauer, nicht Bündner? Er heisst Bündner, weil sie es einfach in Bündner genannt haben. Aber er ist kein Bündner, nein. Ah. Huch. Ja, in dem Fall. Ich habe immer gemeint, er kommt wirklich aus dem Graubünden. Ey, ist jetzt gerade mein fucking Ladegerät kaputt gegangen? Ey, ich habe mein Handy eingesteckt. Und es hat geladen und jetzt ladet es plötzlich nicht mehr. Aber mein Laptop habe ich in die gleiche Steckdose eingesteckt und der ladet. Willst du mich verarschen, Mann? Bin heard so many times. Jetzt habe ich nur noch 9%. Ey, Alter, das gibt noch eine enge Kiste. Ey. Das gibt noch eine verdammt enge Kiste, Junge. Ich sag's dir. Ich sag's dir.
Ich habe das Gefühl, mein Computer ist langsam am Anschlag. Er wird plötzlich laut. Übel. Was? Mein Computer wird plötzlich laut. Das ist Plötzlich blöd. laut? Ja, plötzlich Geräusch. Dam, dam, Ja, dam. Es ist auch dam. Aber es ist auch ein Computer generell. Also mein Laptop ist sowieso schon am Arsch. Also ich glaube nach 2 Monaten oder so, hat es angefangen, dass so sich Beleuchtungstastatur, also Beleuchtungstastatur, alter mehr, Gott sei nicht mehr gut. Dass die Tastaturbeleuchtung plötzlich denkt hat, nein, komm, ich verpiss mich, jetzt existiert die nicht mehr. Dann haben die Lautstärkentasten plötzlich irgendwie gefunden, ja, sie wollen gerne im Haus drinnen bleiben und müssen nicht mehr rauskommen. Jetzt sind die so eingedruckt. Das ist Ja, und der belastend. Lüfter hat auch noch das Gefühl, er muss seinen Job nicht erledigen, sodass ich schwarze Rausflecken um meinen Laptop herum habe. Gott verdammt. It hurts a lot, doesn't it? It really hurts, yes. Vor allem für dich, du bist ja halt so voll der Sorge gibt auf seine Sachen. Und dann komme ich und rühre mein Handy so ein bisschen umeinander. Ja, also, es ist halt schon hure traurig. Ich gebe mir so Sorge für mein Material, also technisches Zeug. Und trotzdem habe ich das scheiß Display müssen reparieren. Einfach weil es mir so dumm runtergefallen ist. Es hätte auf 100 andere Art und Weise runtergehen können, es wäre nicht kaputt gegangen. Aber genau auf die eine, wo es kaputt kann gehen, genau so geht es runter. Belastung. Das Leben ist hart, Jungs. Das Leben ist hart. Life sucks. That's the Life lesson sucks. for this episode. Life sucks. Ist das, wenn wir das als Titel nehmen, Life sucks? Entweder Life sucks oder wir nehmen so den Titel zu dem Liebe-Zeugs da, den wir besprochen haben. Was wäre Doch, der Titel? Keine Ahnung, aber wir können sicher irgendetwas Dramatisches daraus machen. Irgendwie, Irgendetwas Dramatisches. been hurt so many times. It hurts when I pee. It hurts when I pee. Das Easy. ist, da habe ich mal mein Hotspot habe ich mal so genannt. It hurts when und dann IP, also einfach so EP. Aber so IP. Wegen IP-Adresse, weißt du, so Gag. Yes. I'm a very funny guy. Very, very gay. I'm a very funny guy. Der Podcast ist gerade momentan hart belastend ideenlos im Fall. Ja, es Deswegen ist... frage ich dich jetzt mal, würdest du eher versehentlich auf einen Legostein oder in Katzenscheisse reinstapfen? Was? Also nehmen wir mal an, du hast du Katzen daheim. Nein. Nehmen wir mal an, du hast Katzen daheim. Okay. Und nehmen wir mal an, die haben keinen Anstand und schießen einfach so in der Wohnung. Aha. Und jetzt bist du in der Nacht unterwegs aufs WC. Aha. Jetzt hast du die Option, auf ein Lego-Steil oder in die Katzenscheisse reinzutreten. Lego-Stein. Was würdest du bevorzugen? Immer Lego-Stein. Ich bin Alter, schon mal Lego- in Katzenscheisse gestanden. Das war draussen, es war nur am Schuh, aber ich habe den Schuh abgezogen und bin mit dem Finger dran gekommen. Das hat so gestunken und der Gestank ist einfach nicht weggegangen. Ich wollte kotzen. Ja, like im schon, Fall. aber das es ist ist schon hässlich. Es ist ein anderes Niveau an Stimmung. Dann ist so ein kleiner Stich von einem Legostein nichts. Es war schon hässlich gewesen. Aber ich meine, Lego-Steine, das sind schon andere Schmerzen. Also, Weißt du was, du jetzt musst mal einfach for real, ein aber bisschen masochistisch sein, dann ist es nicht mehr so schlimm. Super unterwegs sind wir, oder? also, like, wenn ich jetzt in der Nacht auf ein Lego-Stein drauf trete und das so richtig grusig ist, so ein richtig hässliches Lego-Stein. Nicht, dass bei uns noch Lego-Steine rumliegen, aber ich kann mich noch an früher erinnern. Bro, das war der heftigste Schmerz, den es gibt. Also alle Frauen, die sagen, die Schwangerschaft tut weh, verpisst euch. Bro, auf ein Lego-Stein drauf zu stehen, das ist das Schmerzhafteste, was es gibt, Kollege. Das toppt nichts. Ja. Nein, ich weiß nicht. Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass ich Katzenscheisse bevorzugen würde. Es ist beides hässlich. Das Ding ist, ich würde lieber Schmerzen erleiden, als für eine Zeit müssen Katzenscheisse schmecken. Ja, aber du kannst ja duschen. Geht es mit dem nicht weg? Ja, ey, ich habe meine Hände, weißt du, wie viel Mal gewaschen? Es ist einfach nicht weg. Also wirklich einfach gar nicht weg. Ich wollte Habe ich das schon mal latschen.
habe ich schon mal in einer anderen Episode erzählt, dass ich mal so mit meiner Schwester zusammen so einen Hügel durchabgerutscht bin und dort so Besoffene hingekotzt haben und als Ernst dann nach Kotze geschmeckt haben? Oder habe ich das nur euch erzählt? Ich bin mir gar nicht so sicher. Das kann sein, dass du es nur uns erzählt hast. Dann erzähle ich es einfach nochmal. Auf jeden Fall hat es dort ja, in Grächen oben so eine tolle Après-Ski-Bar. Der Hans, geilste Sieg. Es ist wirklich die geilsten Partys dort, Après-Ski-Partys. Und dann hat es halt so einen Weg zu dieser Bar rauf. Und dort laufen halt alle Besoffenen dann am Abend wieder runter. Und meine Schwester und ich, also dort zu früherer Zeit, das ist wirklich schon lang her, also bin ich nur ein kleines Kind gewesen, ist dort immer so ein kleines Bächchen runtergelaufen. Und wenn es halt arschkalt war in der Nacht, ist das halt angefroren. Oder eigentlich fast ganz gefroren. Und dann ist das halt mega glatt gewesen. Und man hat richtig geil auf dem Arsch können den ganzen Hügel durchrutschen, also den ganzen Weg. Das haben meine Schwester und ich gemacht. Problem, die Besoffenen haben dort vorher angekotzt, ihre komplette Magen uns präsentiert. Was wir nicht gewusst haben. Und dann sind wir dort runtergerutscht und wo wir dann die Heime nachher sind, hat mein Vater gedacht, wieso schmeckt das nach Kotze? Nicht so geil. Ja, das war eigentlich schon gewesen. Absolut unspektakulär, es tut mir leid. Ich habe zum Glück noch nie wirklich Kontakt, also so Kotze-Geschichten zum Glück nicht. Ja. Sorry, das ist schon der komischste Satz aller Zeiten irgendwie. Ja, aber es ist ja wirklich, also lieber kotzt du, als dass ein anderer kotzt. Ja, und du, also wenn ein anderer kotzt, schön für den. Aber wenn er kotzt und man selber kommt in Kontakt mit dem, nein, danke. Ja, also mit der Kotze. Ja, das ist sowieso noch schlimm, aber auch vom Geruch, Bro, mir wird das so schlecht. Alter, wenn ich nur schon Kotze-Geruch schmecke, ich muss schon selber kotzen. Das ist so hässlich. Oder auch der Würgegeräusch, Bro, wenn meine Mutter am Kotzen ist, ich habe mir immer die Ohren zu. Oder du Musik durch. Das ist so hässlich. Gut, nein, mit dem Würgegeräusch habe ich nicht so Probleme, aber mit Gerüchen. Ich komme mit Gerüchen so nicht klar. Also, egal was für ein... Also, sobald ich merke, oh shit, den Geruch vertrage ich nicht, muss ich weg. Das ist jetzt... Alter, das ist jetzt bei uns in der Schule passiert. Der Raff und ich, wir haben irgendwie am Dienstag, glaube ich, den ganzen Tag immer mal wieder so eine richtig hässliche Fahne in die Nase reinbekommen. Wir sind in der Mensa gesessen und ich glaube, neben uns haben, ich weiß nicht, was die gemacht haben oder was die gegessen haben, dass die solche Fürze von sich gegeben haben. Aber Bro, das ist... Kollege, wir sind wirklich aufgestanden, mehrere Male, weil es so schlimm gestunken hat. Ich bin wirklich ins WC gegangen, weil ich dachte, ich muss kotzen. Ich weiß nicht, was die gegessen haben, aber Kollege, das ist nicht mehr normal gewesen, Mann. Ja. Ich weiss nicht so recht, was ich darauf antworten sollte. Ja, ich has gemerkt. I mean, Ich has gesagt, bist du noch da? ja, Existierst du noch? I am always still here. Aber einfach always here. scheuchlos, was man erwidern kann auf etwas. Ja, der Tisch neben uns hat nur gefurzt. Du bist so, okay. Oh, Bro, ich bin anders müde, Mann. Es tut mir so leid, Leute. Ich kann heute mit meinen tollen Jokes, die sowieso immer so scheiße sind, nicht kommen. Das ist, glaube ich, das ist eine belastende Situation. Eben, life sucks. Life sucks. Life always sucks. Gut, Das ist einfach... Das ist der Titel von dieser Podcast-Folge. Life sucks. Anfänger Skifahren, fuck you. Life, fuck you. Es ist einfach life sucks, meine Freunde. Life sucks. It always did. And it will always. It will always, yes. Ja. Das ist der erste Feiertag. Der erste Feiertag. Und es ist so belastend. Die im Laden haben gesagt, sie vermuten, dass die Grächen am 26. schliesst. Weil sie haben irgendwie so einen Wert, so einen RE-Wert. Und wenn der über 1,1 geht, dann müssen sie schliessen. Ich habe keine Ahnung, auf was sich der Wert beruft, aber ich glaube so ansteckungsmäßig und so und wie viele Leute sie haben und so ein Scheiß. Und das Ding ist halt, wenn sie jetzt in diese Woche, also die kommende, sind halt noch nicht so viele Touris oben. Aber nachher in der zweiten Woche kommen halt viele, ich habe schon wieder fast Terroristen gesagt, kommen Touristen rauf und dann explodiert Fallzahlen und nachher müssen sie schliessen. Das ist belastend. Ja, das ist immer very belastend. Gut, I mean, ich könnte noch Weihnachten dort feiern. Ja,
wenigstens an Weihnachten feiern mit Schnee. Das ist wenigstens etwas. Das ist irgendwie eine Seltenheit in unserem Leben, Alter. Weihnachten mit Schnee. Das habe kannst du nicht mehr. wünsche ich mir jedes Jahr. Kommt's? Nein. Nein. Ja, aber ist ja so. Ja. Ey, Raul. Ich bin müde, du bist müde. Wir haben eine Stunde, wir haben ein bisschen mehr wie eine Stunde. Komm, versuchen wir wieder irgendwie so wie im letzten Podcast so ein tolles so ein Statement fürs Leben, fürs Life Sucks irgendwie rauszufinden. Das ist wichtig. Wir müssen unseren Podcast mit so wichtigen Sprichwörtern beenden. Okay, mal überlegen, was könnte wichtig sein im Leben? Okay. Life sucks and it always will. It always Nein, will. das ist- Nehmen das Leben nicht zu ernst. Das wird jetzt voll poetisch. Also, irgendwann Ja. hört es gleich auf. Okay. Also, life sucks and it will always. Nehmt es nicht ernst. Es ist nur das Leben. Fuck humans, fuck love, fuck Anfänger-Skifahrer, fuck everything. Vor in allem die life because life Anfänger-Skifahrer. sucks. Ja, genau. Okay. Also Leute, absolut unepische Podcast-Folge, aber absolut episches Intro. Outro. Also. Digga, so lost. Bro, so lost. Also, Jungs, ich wünsche euch, habt einen schönen. Peace out. Adieu. Das war es leider auch schon gewesen. Die schlechten Fragen sind alle beantwortet und die unlustigen Witze von den spontanen Gulu-Gulu-Nutzer und möchten gerne Fanboys Josh und Raul beantwortet wurden. Wir hoffen, dass es euch eure Zeit wert war, unseren Blödsinn anzuhören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Ideen hättet, könnt ihr die uns gerne einfach anschmeißen. Und wir bedanken uns ganz vielmals für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Peace out.